Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Secret of Evermore. Uffpelzig. So. Die ganze Vorbereitungen sind getroffen und jetzt ab hier ins Loch. Und wir stellen uns dem Erwin und seiner Trottelbande. So. Du bist schon der erste Trottel. Komm her, du. Ugeweschener Ocklin. Erwin muss in der Nähe sein, das sieht wie einer von seiner Stelle aus. Felsbrocken. Okay. Jetzt kommen wir hier auch durch, wenn das Ding dauerhaft dort rumliegt. So rum. Das sind ja von den etwas stärkere Kameraden, aber die sind auch für uns kein Problem mittlerweile. Komm her, du. Komm her, du. Oglin. Ach, Mann. Du geklauter Goblin. Komm her, du. Justus Leid. Wenn du dann noch einmal sterben kennst. Komm, renn nicht fort, stirb doch endlich. So. Und du kümmerst dich um den Hanebampel. Los, machen fertig. Du warst der König. So. Und ja, uff. Wir kommen mal durch hier. Autsch, das war auf die Schnutgeber. Nichts, was wir nicht geregelt kriegten. Oh, Hund springt jetzt auch noch daneben. Du bist mir einer Leberwurst. Einmal den Ölgötze hier fertig. So rum. Und der nächste. So, welcher von euch Hanebampel ist der nächste? Du bist der nächste. Und stirb. So, geht doch. Okay, du weißt anscheinend schon überall. Oh Mann, jetzt kommt noch so ein Ocklinarino. Hopp. Los, fass. Dann halt nicht. Fass. Ich sehe sogar, wenn der sich von hinten zeigt, sehe ich sogar seine Wirbelsäule. Irgendwie ein bisschen ekelhaft, wenn das Tier so dürr ist, dass man schon die Wirbelsäule durchsehen kann. Boah. Okay, dafür haben wir jetzt auch das passende Werkzeug, stimmt. Und zwar die Streitaxt. Damit wir das Ei robben können. Und jetzt ist der Ocklin eingerobbt zu werden. Komm her, dir gebe ich. Widerlicher Ocklin. Wo geht's? Ah, da geht's jetzt zu so einem Teleporter. Du verschwindet jetzt natürlich das ganze Aufgeladene, was ich geleistet habe. Egal. Da haben wir Flügel noch gefunden, die haben wir ja immer im Schattenwald einsetzen müssen. Geht die Streitaxt auch bei so einem Scheiß? Tatsächlich. Sehr schön. So, jetzt haben wir einmal Auflader für alle. Sehr schön. Dann kriege ich den nämlich auch platt gewalzt. Zack, sehr schön. 3 Troppe Ethanol. Ja, davor hat es gelohnt, wie Sau. Autsch. Hör auf, mich anzugreifen, du ekliger Kerl. Und dich ersperre ich jetzt auch noch. Yield this, Senator Payne. So wird das gemacht. Natürlich war der Spruch aus The Simpsons, wie hätte es auch anders sein können. Bei der Episode mit Mel Gibson in Hollywood, wo dann dieser Mr. Smith Goes to Washington neu aufgelegt wird mit Mel Gibson und der Schluss gefällt mir Homer natürlich nicht und dann drehen sie das neu und dann artet das einfach nur in einem einer Action-Gewalt-Orgie aus, anders kann man das gar nicht nennen. Und da ist dann, ich glaube, der Senator hat sich dem Boden zugewandt, beziehungsweise I think the Senator has yielded into the floor. Und dann kommt dann Yield this, Senator Payne. Und er schmeißt einfach die amerikanische Flagge auf den Senator und durchbohrt ihn einfach damit, so total übertrieben, mit so einer Pseudo-Patrioten-Musik noch im Hintergrund. Das ist so lächerlich, dass es schon wieder witzig ist. Ach ja, herrlich. I am the President of the United States and I demand to know what's going on. Und dann köpft dann einfach mit dem Senatswappe an Happy Birthday, Mr. President, zum Kopf noch. Alter Falter, sowas Fertiges. Autsch. Okay. Au, hör doch mal auf die ganze Zeit mit deinem ekelhaften Piekser, um mich zu attackieren. Vor allem beschafft er mal etwas mit Metallspitze und nicht so ein ekelhafter Steinspeer. So. Da kommen wir normal durch. Gucken uns das jetzt mal alles in aller Ruhe an. Oh, und diese Klischee-Ägypter-Mucke. Zack. So, einer ist schon mal geplatzt. Weil er so unwahrscheinlich hässlich ist.
Der nächste überlebt und der attackiert mich nicht mehr, naja. In dem Fall yield this, Senator Payne, ne? Gibt's dann hier noch was außer hässliche Oglins? Nee, nix. Nur unwahrscheinlich hässliche Typen. Also, weiter im Text. Hups. Da ist er geplatzt. Da kennt ihr nix. Und, hoppala. Aber ich glaube, da waren ein paar von der Barriere im Weg. Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo. Autsch. Das gibt jetzt richtig Ärger. So. Horst davor. Dann können wir, glaube ich, wieder zurück zum Hauptraum gehen. Und können dumm geradeaus durchgucken, was es Durchschönes für uns gibt. Okay, da gibt es tatsächlich nichts. Dann warte mal. Dann lassen wir mal den Ackermann hier geparkt. Und der Hund geht mal dort hier. Nee, das bringt uns auch nichts. Nee. Hier probieren wir es anders. So und so. Ja. So, sehr schön. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir das auch noch hingekriegt. Oh, Zwischengegner. Oh, der Erwin. Da ist er höchstpersönlich. Erwin wohnt hier. Lass Erwin und seine Freunde alle. Erwin fühlt sich gut und Erwin will seine Ruhe haben. Jetzt halt fort mit euch, bevor Erwin wütend wird. Niemals. Du hast etwas, was uns gehört, Erwin. Beziehungsweise etwas, was wir wollen oder brauchen. Und hör auf uns mit hässlicher Oglins zu beschmeißen. Mistkerl. Okay. Irgendwie müssen wir ja auch zu ihm hochkommen können. Und ich glaube, dann scheißt er sich in die Hose und will erst gar nicht gegen uns kämpfen, weil er viel zu feige ist. Ich finde diese Zwischenboss-Musik eigentlich sehr chillig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, die ist weder hektisch noch sonst irgendwie nervtötend oder so. Ich finde die einfach chillig, die Musik. Und jetzt dürfen wir noch bei ihm overlanden, oder? Also nicht, okay. Ach ja. Ja, lass da noch ein bisschen Zeit leer wascht. Okay. Okay. So, wir probieren das jetzt einfach mal durch, indem wir immer zu den Teleporter gehen, die uns rausgeworfen haben. Irgendwann werden wir früher oder später sowieso beim Erwin overlanden. Ups, Shiaka hat er uns erwischt. Okay. Na egal, komm, das kriegen wir schon irgendwie anders noch gelöst. Okay. Einfach weiter durchgehen. Ich glaube, er hat mittlerweile auch alle von seinen Freunden schon verschossen, die er hat. So. Ja, ich denke, mittlerweile dürfte er all seine Freunde verpulvert haben. Okay, da gibt es eh nur noch den. So, gerade mal gucken. Ja, da kenner. Ah, doch, hier sind noch zwei von denen. Okay, machen wir die gerade mal platt, die zwei Kumpels. Gucke, ob er uns dann nochmal zwei entgegenschmeißt. Ja, tatsächlich. Okay. Also jedes Gebiet hat offensichtlich nur eine gewisse Kapazität, was Oglins angeht. Und dann hört es wieder auf. Ha. Und nochmal. Und die schmeißt er eigentlich erst so schnell, dass wir doch gar nicht mehr vom Fleck kommen. Weil wir können die zwar töten und so, aber ja, die kommen halt wieder. Und die kommen sehr schnell wieder. Oh, das nimmt uns jetzt quasi die Entscheidung schon ab. Na gut. Können wir Erwin eigentlich attackieren? Gerade nur so Interesse halber. Oglin, ne, nur Oglins. Okay. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die Teleporter betreten muss. Gehen wir gerade nochmal jetzt hier durch. Ah, fast.
so raus. Okay. Probieren wir es nochmal anders. Ach ja. Nur allzu lang kann ich sie auch nicht hören, die Musik. Dann wird sie wieder etwas nervig. Je länger ich brauche, desto nerviger wird's und desto genervter bin ich. Das ist auch eine gerade gut Kombi. Okay, der ist wieder geplatzt. Irgendwie muss ich jetzt zu dem hochkommen können. Probieren wir es nochmal. Dass wir die Oggis killen. Vielleicht hat er ja dann auch genug, wenn ich die ganze Zeit seine Freunde verbrot. Aber ich glaube, der verheizt so viele von denen wie möglich und nötig. Okay. Na, egal. Okay, der schmeißt sich so oder so rein, egal ob ich dann wechsle oder nicht. Nochmal. Gucke, da müsste ich eigentlich wieder da ohne rauskommen. Nee, jetzt komme ich aber wieder woanders raus. Wo kommt der dann raus? Der kommt da raus, okay. Und bei dem komme ich wo raus? Ah, Eva. Warte mal, Erwin, gib auf. Bitte, Erwin, nix tun. Erwin stark und schä und hat nix in den Birnen, aber Erwin kämpft nicht. Nimm die Diamanteaare und geh. Diamantenaugen erhalten. Na Allah. So wird's gemacht. Hörn auf, mich zu veräppeln, nimm Aare und geh. Erwin Schnauze voll hat. Okay, ja, ich habe ja nur ungefähr 300 von deinen Freunden abgemurkst. Sehr schön. Gut, jetzt können wir auch fort. Und das war alles, was wir wollten. Hätte der Dab-Schädel sich von Anfang an kooperativ gezeigt, wäre alles in Ordnung gewesen, aber naja, jetzt töte ich einfach zum Spaß Nummer 3 von seinen Freunden, weil wir grausames Arschloch sind. Wir sind ja immer hier Ackermann der Grausame und ich habe zwar einen Oglin-Freund, aber das ist mir scheißegal. Ich mache das jetzt einfach nur, um Erwin weh zu tun und töte einfach noch ein paar von seinen Freunden. So. Und ihr seid doch sowieso, ihr spawnt doch eh, ihr respawnt ja eh wieder, ist ja scheißegal, von daher. Die sind wie der Kenny, der stirbt doch dauernd. Und die kommen hier eh wieder, die Viecher. Also, okay, jetzt habe ich alles. Okay. Natürlich habe ich nochmal zum Schluss ins Loch fallen müssen. Das war sowas von klar. Na gut. Das macht nichts. Jetzt habe ich alles, was ich wollte. Und jetzt kann ich ja wieder zurück ins Mittelalter. So. Wir haben alles, was wir wollten. Wir haben die Diamanteaare, wir haben ein Ventil und wir haben ein Waggerad. Gerade nochmal reingucken. In den Beutel. Müsste alles drin sein. Jawohl, der haben wir so. Unbekannte Funktion, unbekannte Funktion, unbekannte Funktion. Okay. Das ist alles, was der Gallenstein braucht. Und Zeug. So. Dann brauchen wir wahrscheinlich nur die Energiequelle, die unter Schloss Terrorfels oder Chaosturm irgendwo rumgammelt. Und dann sind wir eigentlich auch wieder frei soweit. Gluck, 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 klum, klum, klum. Und so weiter und so fort. So. Sehr schön. Und den selbsternannte Pirat, den mache ich jetzt auch noch schnell fertig. No, okay, bei dem macht das anscheinend nicht so viel. So, da war noch irgendwas. Wachs, wunderbar. Ich muss sagen, am Anfang war das auch noch verbreiteter, dass man alchemistische Zutaten findet. Gerade in der Steinzeit war das sehr, sehr viel. In Antika war das auch noch verbreitet. Aber in Gotika eigentlich so gut wie gar nicht mehr. So. So, ist noch irgend so eine komische Insel, wo ich nicht hinkomme. Gerade nochmal gucken, ob es da noch irgendwo was gibt. Also Evermore ist so eigentlich stark überschaubar, muss man dazu sagen.
Okay, das sind so wieder die mittelalterliche Sache. Also man kann hier auch sehr wenig erkunden, was ich eigentlich auch sehr schade finde, so im Vergleich zu die japanische Rollenspiele, wo eigentlich immer irgendwas ist, was man noch erforschen kann. Bei Secret of Evermore eigentlich so gut wie gar nicht der Fall. Das finde ich schon etwas schade, dass es da nicht so optionale Gebiete noch gibt. Okay, jetzt haben wir alles. Jetzt sind wir wieder bei der Kasperle-Musik gelandet. Und da ist er schon. So, jetzt erst noch einen Schluck Wasser trinken. Ah, herrlich. Hallo Ackermann, hast du die fehlenden Teile besorgt? Na klar. Ventil weggegeben. Das wahre Rad ebenso. Und die Diamanteaare. Sehr gut. Das hast du gut gemacht. So, da wollen wir mal. Wenn ich etwas falsch mache, macht's puff. Erlaub, ich drücke mal hier drauf, bewege den Hebel und drehe an dem Ding. Na sowas, scheint zu gehen. Das hört man ja sehr gern von einem Wissenschaftler. Das ist es, Ackermann. Du begibst dich dort hier, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Sorry, aber ich war dort schon einmal. Oh. Na Alter, du bist doch nie aus dem Turm gestoßen worden, ohne zu wissen, was abgeht. Das stimmt. Okay, los geht's. Ich stehe aber noch ganz gern das Zeichen. Holer, hey, halt, ich wollte eigentlich noch gar nicht fort. Ah, ist das ätzend. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, das ist halt etwas schade. Ich wollte eigentlich noch in Gothica das Gedöns noch eintauschen, was die da gehabt haben. Aber naja, das hat sich auch jetzt wohl auch erledigt. Und ihr seht unten rechts schon beim Hund, ich habe hier einen neuen Hund natürlich wieder. Und das ist der geilste Hund eigentlich, neben dem Wolfshund, wie ich finde. So, jetzt sind wir da gelandet, reingekehrt worden. Und ich habe einen Toasterhund. Hey, tolles Schiff. Gallisch, der hat gute Arbeit geleistet. Leverwurst, was ist denn passiert? Du bist so metallisch. Du erinnerst mich an Argriff, der Riesentoaster. Naja, wenigstens kann man dich als Brotwärmer gebrauchen, wenn schon nicht als Wachhund. Hey, Leverwurst, das war nicht so gemeint. Wir sollten jetzt noch Professor Seltsam suchen. Das sehe ich auch so. Und hier ist anscheinend noch irgendeine Monsterqualle unterwegs. Und der Hund ist eigentlich echt der Stärkste, den man so spielen kann. Da tendiere ich eigentlich schon fast dazu, der Ackermann Zeit zu lassen und stattdessen lieber den Hund zu nehmen. Weil der Hund ist der Stärkste, den man im Spiel kriegen kann. Ich bin EDA 8, die Wächtereinheit des Metalllagers. Wächtereinheit Toku 7 ist nicht zum Dienst erschienen. Ich habe die Nachricht erhalten, dass er im Forschungslabor festgehalten wird. Ich darf hier jedoch nicht weg, um ihm zu helfen. Wenn du dort bist, probiere alle Wandschalter aus. 926 Schade macht ja leck mich doch am Sack. Das ist richtig, richtig heftiger Scheiß hier. Also der Hund, der macht echt übelst Schade. Das ist noch mehr als sonst in der anderen Welt vorher. Da muss ich echt sagen, das ist mein Favorit. So, der Strom muss anscheinend noch eingestellt werden. Das hat es in der anderen Welt bisher noch nicht gegeben. Strom oder ähnliche Innovationen und Erfindungen. Boah, 999 Höchstzahl. Okay, dann können wir da hoch. Und können uns da hochbeamen lassen. Jetzt sind wir bei irgendeiner eklige Ursuppe gelandet. Was ist denn das für ein Geschöpf? Nuklearmorpher. Git. Sag ihm, dass ich ihn hasse. So. Ah, da haben wir noch der Abklatsch von der Maschine aus dem Vulkan. Ekliges Vieh. Leverwurst erreicht Level 28. Meine Fresse. Ja, das sind dieselbe Maschine wie im Vulkan. Schmierfett habe ich hier gefunden. Aha. Hier scheint es auch interessante Alchemie zu geben. Ja, was findest du noch, Hund? Ja, bring mich zur Spur, führ mich zum Schotter. Okay, krasser Scheiß. Und
was ist... Ah, hier, wenn man mit der Ventilatorentrag schleudert. Und was findest du da noch Schönes? Ah, da ist noch was. 3 Stückle Wachs. Okay, ja. Das ist jetzt nicht gerade so die Zutat der Zukunft, aber na gut. Oh, da ist noch irgend so ein ekelhafter Raptor drin. Super Sog, kann ich zwar auch drauf wirken, nicht drauf wirken, aber... okay. Da komme ich wohl nicht durch und er hat gerade einen schwarzen Toast gebrannt. Ja, da muss ich diverse Hebel erstmal ziehen und Schalter drücken, bis ich da weiterkomme. Oh je, ich glaube, das wird nochmal ewig dauern, bis ich irgendwo speichern kann. Gewitter erleid. Ja, wofür spricht dann hier Hund? Dorei. Okay, da können wir wieder runtergehen. Na dann. Aber da kommen wir auch nicht durch, ne? Da können wir nichts drücken oder so. Junger Humanoid, kennst du die Schalter hier drüben bewegen und mich befreien? Vielleicht, ja. Gucken wir doch mal. Ach, da kann ich was. So, und jetzt? Wie sieht's aus? Oh, der Mann... neue Blob anscheinend gehabt. Autsch. Boah, die machen aber gewaltig Schade hier, die Knaber. Drauf und der Wetter schießt den Mistkerl ab. Boah, Alter, die halten aber echt was aus hier, die Viecher. Raptor, das ist aber mal einer. Das Cyber-Raptor, ja, leck mich doch am Arsch. Boah, Alter, 1605 Schadenspunkte und der verreckt also nicht. Okay, also ich kann nur machen, was ich will. Boah, Manometer. Nektar ist auch noch drin in seinem Leichnam, okay. Und da ist auch noch irgendwas. Kristall. Und du? Danke für die Befreiung. Bitte nimm das hier an dich. Laserschwert erhalten. Ja, sehr geil. Danke dir. Ich kehre zurück auf meinen Posten. Bin schon spät dran. Nur wenn du das sagst. Okay. Was können wir da jetzt für geile Scheiß machen? Laserschwert haben wir noch gekriegt. Was macht dann das an Schade? 50 Schadenspunkte. Ja gut. Ich glaube, das können wir durchaus nehmen. So. Jetzt wieder hoch mit uns. Speichern sollte ich noch dringend. Da komme ich nicht durch. Nee. Da komme ich auch nicht durch. Warte mal. Probieren wir jetzt mal anders. Der kann mit Laser schießen, aber mal gucken, wie es aussieht, wenn ich da jetzt auch drauf feuer. Nee, das bringt auch nichts. A1. Und wenn ich da... Ah, der Hund muss ich durchjagen. Okay. Dann kann ich mit dem Biester hier kämpfen. Uiuiuiui. Und der macht schon mit seiner Laserstrahle ordentlich Schade. Gut, den haben wir eingedellt. Der Ackermann kämpft mutig gegen das Ding hier, oder? Also helfen wir mal. Ja, ich glaube, in der Welt sollten wir eher der Hund spielen als der Ackermann. Du solltest dich mal heile, Knaber. Die halten aber ordentlich was aus. Ja, leck mich doch am Arsch. Ackermann erreicht Level 29. Sehr gut. Und er hält 1000 Kreditkarte over 3. Gut, dann gehen wir nochmal noch A2. Und eventuell können wir da auch speichern. Sieht auf jeden Fall sehr geruhsam aus hier. Was ist dann hier los? Ach, war das nicht das, wo wir herkommen sind ursprünglich? Ah, der will uns wahrscheinlich nur zu den Hebel führen. Sieht auf jeden Fall aus wie der Bereich, aus dem wir ursprünglich herkommen sind. Hallo? Freundliche Einheit. Blau, Rot, Grün. Merken wir uns mal. Ah, das ist das Hotel. Waschprogramm aktiv, Heißwachs aktiv, Schaum-Ionen, Schrubber aktiv, Ultraeinheit mit Leo 1. Okay.
Gehen wir mal ins Hotel. Medizinische Notaufnahme Asitopia. Reaktivierungsprogramm 100 Kreditkarten. Aktivieren wir mal. Sehr schön. Und ich hoffe, hier kann ich auch speichern. Vorgang abgeschlossen, tritt aus dem Strahl heraus. Möchtest du den Spielstand speichern? Gute Idee. Und ihr liebe Leute, jetzt sind wir in Asitopia. Auf Wiedersehen. Und genau das sage ich euch jetzt auch. Wir sehen uns nämlich morgen wieder zu Let's Play Secret of Evermore auf Pelzig. Bis dahin, machen's gut. Ayan Yankee und auf Wiedersehen.